Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren hier im Hotel stehen geblieben, wo eine Hunter-Basis ist. Und da müssen wir jetzt durch, um zur Brücke zu kommen, damit wir aus Pittsburgh raus können. Es hat im letzten Teil einen Safe gegeben, den wir nicht hätten aufmachen können. Und jetzt werde ich euch mal gleich zeigen, wie man das macht. Und zwar geht es hier wirklich weiter. Aber, bevor wir das Ganze machen, holen wir uns noch die Safe-Kombi. Und jetzt doch. Weil da geht's eigentlich weiter. Aber, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst, man kann da rüber gehen Okay. und kann da entlang so im Krebsgang hochkrabbeln. Das macht er auch automatisch, wie gesagt. Man muss einfach nur hinlaufen und dann macht er das automatisch von sich aus, dass er so läuft. Dann stehen wir hier und sind in einem anderen Abschnitt vom Hotel und haben hier nämlich noch ein Artefakt, wo dann die Notiz drauf steht, mitsamt Code. Wunderbar. Das war mal ursprünglich Wertsache für die Gäste. Kann auch sein, dass es dann in der Apokalypse nochmal anders genutzt worden ist. Und wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Wir könnten jetzt auch theoretisch, glaube ich, jawohl, können wir hier rüberspringen. Zieht uns dann nicht mal irgendwie großartig die Gesundheit ab. Ja, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Durch Zücke von der Waffe hat man ja unten rechts dann das ganze Menü auf. Und ich habe gesehen, wir haben keine Gesundheit verloren durch den Sprung. Also dann könnt ihr ruhig wahren. Dann können wir jetzt hier aufmachen. Und was gibt's dann Schönes? 50 Werkzeugdealer, bisschen Schwarzpulver, die Revolvermunition und nochmal so ein wunderbares Buch. Messer hält jetzt 2 Treffer länger. Gucken wir uns das doch mal an. Ist dann ein Messerhandbuch für die Haltbarkeit von der Klinge. Und da sind dann immer so kleine Tipps drin, die ihm dann erklären, wie man das machen kann. Jetzt spurte ich mich mal so ein klein bisschen, damit ich da wieder die Leder hoch kann. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich glaube eigentlich, dass hier nochmal, wenn wir jetzt ein bisschen warten, dass hier die Ellie auch nochmal ihr Witze auskramt. Deswegen warten wir doch gerade einfach. Zeit für etwas Lustiges. Ja, habe ich noch richtig im Gedächtnis gehabt. Jetzt machen euch wieder gefasst auf unglaublich miese Witze. Spotlight an. Ellie, dein Auftritt. Wie heißt der Teufel mit Vornamen? Na pfui! Was ist nicht rechtens? Links. Ja, der ist super. Ne. Woran kann man englische Flugzeuge erkennen? Ich weiß nicht, woran. Einfach. Sie fliegen immer links. Verstehe Batterie hat ich sich nicht. selber gewechselt. Die Leute machen Weltuntergangswitze, als gäb's keinen Morgen. Zu früh. Okay, ausgewitzelt. Ja, definitiv ausgewitzelt. Weil die Witze von der Ellie, die geben nochmal irgendwie Trophäe. Deswegen versuche ich es euch nochmal so zu zeigen, damit ihr die Trophäe dann auch nochmal abstaben könnt. Aber ganz 100% bin ich mir als nie so sicher. Deswegen mache ich das oft auch auf Verdacht, weil man muss wirklich immer eine gewisse Zeit warten, bis die von sich aus anfängt. Das heißt, an solcher Stelle steht man sich normalerweise nie die Bäh in den Bauch. Und deswegen muss man die Stelle gut abpassen. Jetzt kommt wieder eine ziemlich diffizile Stelle mit jede Menge Hunter-Action. Gehe ich jetzt einmal runter und bin jetzt voll in dem Flair drin. Mist. Runter, runter. Warte. Da sind Wie sie. viele sind das jetzt? 5 diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Was ist das jetzt? Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Ja, nicht nur ihr seid gründlich, ihr Buwe. Bevor der jetzt da weggeht, schnapp ich mal den da und mach den leise aller. Sieht man zwar von der Flure aus, dass der dann da liegt, aber der andere Kerl macht ja auch seinen Rundgang. Der will ja auch gründlich sein und guckt hier noch Infizierte. In der Zeit kennen wir hier rum, können noch mal ein bisschen den Raum plündern mit Klinge und vollem Alkohol. Dann oh, das war jetzt ach dumm von mir. Falsche Knopf gedrückt, ich wollte ja nicht rennen. Da kommt jetzt der Typ da rum, durch die Gegend. Muss ich mich jetzt nochmal hier ein bisschen versteckler. Da sind noch 2 und den will ich mal krallen. Und zwar heimlich. Von hinten. Hat geklappt. Ich gucke mich nochmal in der Umgebung um, ob einer von hinten kommt.
Ne, da haben wir Glück. Kommt niemand aus der Umgebung. Da hätten wir nochmal Holzbrett, aber das möchte ich nicht, weil ich habe hier das Bleirohr mit der Verstärkung drin. Ich weiß, ich sage als immer mal wieder Blei- oder Eisenrohr. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich für ein Ding ist. Deswegen halte ich mal beide Optionen offen, indem ich das Blei- oder Eisenrohr nenne. Dann haben wir da nochmal ein paar Lumpe. Könnte ja auch unterschiedlich sein, was es für ein Rohr ist. Ich weiß noch nicht, von wo die Dinger geflattert sind. Dann können wir mal da ein bisschen auf der Balkon raus, wo so ein Smiley gezeichnet ist. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Da liegt noch ein Baseballschläger in der Gegend rum. Ein bisschen Schwarzpulver liegt hier noch. Klinge und Müsli-Riegel. Der reicht jetzt, um unsere Gesundheit wieder voll aufzuladen. Dann gehen wir nochmal hier durch das Zimmer rein, durch das Smiley-Zimmer. Und da geht's hoch in das nächste Stockwerk. Können wir uns schon mal merken. Das ist für später ganz gut, weil ich gehe immer ganz gern durch die Gegend hoch. Deswegen habe ich es eigentlich jetzt schon mal so früh wie möglich gezeigt. Gibt auch Leute, die wollen hier den Kampf nicht mit einer anderen Hunter. Aber wir wollen hier gucken, was es hier noch alles abzustaben gibt. Ah ne, doch noch ein Müsli-Riegel gereicht. Ja wunderbar, jetzt sind wir aber endgültig voll aufgetankt. Das sind immer mal wieder so Sperrer von der US Army. Also bei der Infizierungszeit, bei der Anfangszeit scheint es wohl so gewesen zu sein, dass man wirklich gerade so große Räume und Gebäude wirklich absolut evakuiert hat. Und wenn irgendjemand drin war, der infiziert war oder möglicherweise infiziert gekannt hat, hat man da wahrscheinlich absolut dicht gemacht. Dann wären wir jetzt hier in so einem Gebiet, wo wieder ein paar Hunter ihr Runde laufen. Und bei dem versuche ich jetzt durchzukommen, ohne dass er mich sieht, um mir den kleinen Butzenickel dort zu greifen. Er hat uns so nicht gemerkt. Aber gerade so. Die anderen kommen auch nicht. Super. Das lief noch unbemerkt. Ja, du kannst ruhig mal ein bisschen stöhnen, Ellie. Das ist schon ziemliches Gefuddel hier als. Da haben wir nicht noch ein zweites Zimmer. Ah doch, daneben ist noch ein zweites Zimmer. Durch das können wir auch noch gehen. Und, ja. Guck mal, Dummerei. Klebeband und Klinge. Super. Da haben wir sonst nichts mehr. Aber ins Badezimmer will ich mal. Ja, es sind schon gut kaputt, die Dinger. Und nur jede Menge Lumpe drin. Ich nehme mal an, die Hunter nehmen das auch so als kleine Basis, um da irgendwelche alte Sachen nochmal zu verstauen, was man mal gebrauchen kennt. Da geht wieder so ein kleiner Rievenickel sei rund. Und den Bursche, den krallen wir uns jetzt auch. Komm her, die Kerl. Der hat sein Rohr jetzt auch fallen lassen. Wenn man nochmal von hinten einer kommt. Nee. Oh Mann. Ja, du sagst's. Wirklich, oh Mann. Da ging's dann auch nochmal hoch. Ah, nee, doch nicht. Auch wieder so ein versperrtes Teil. Macht aber nichts. Wir kennen ja den Weg mittlerweile. Hier unten ist, glaube ich, keiner mehr von der Hunter. Aber hören wir auch nicht, dass im Stockwerk über uns jemand rumläuft. Kann auch sein, dass die noch ein bisschen stehen und ein bisschen quatschen. Seine Jo gegönnt, die Main-Jos, die sind sicher. Die wissen ja noch nicht, dass wir kommen. Können wir hier auch ein bisschen offensichtlicher Lava. Dass man nicht die ganze Zeit rumkriechen. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Ihr kennt da hinten bei der brennenden Mülltonne der offizielle Weg hochgehen. Oder wir machen das ein bisschen geschickter. Und gehen... Ah na, wenn ich jetzt den Weg nochmal wisst. Und gehen... Dort, wo wir herkommen sind. In den Seitenraum. Raus auf die Terrasse. Aha, da war er. Genau, den haben wir da fertig gemacht. Gehen hier über die Terrasse ins Smiley-Zimmer wieder rein. Muss ich sagen, ich habe richtig miese Orientierung. Ich verlaufe mich andauernd hier drin, deswegen bin ich froh, dass es hier nicht so ewig gedauert hat. Hier können wir wieder schleichen und hochkraxeln. Und dann geht's ins nächste Stockwerk. Aber vorher, bevor wir hier weitergehen, gehen wir nochmal hier entlang. Ach, Jesus. Vor lauter Gierde noch gekrapscht. Ich will auch den Backstein haben. Revolver ausgewählt. Und hier haben wir nochmal 2 Werkzeugteile, die wir uns holen können. Und dann geht's hier weiter. Hier scheinen auch die Leute zu schlafen. Das ist nicht so unbedingt sicher, hier zu schlafen, die Sache, wenn die Leute sich viel im Schlaf bewegen. Aber als Ausguck ist es immer noch ganz gut und relativ bequem. Dann können wir jetzt hier auch nochmal was machen. Und zwar holen wir uns hier da. Alkohol und Lumpe sind voll. Da haben wir noch nichts, was wir machen können. Aber wir können gleich was starten. Und zwar nochmal so optionales Gespräch. Weil wir hier was relativ Wichtiges finden. Und zwar liegen dort 2 Kadaver, die schon fast skelettiert sind. Wahrscheinlich ein Mann und eine Frau. Oh, schrecklich.
Sie haben es sich leicht gemacht, hä? Kann man nicht sagen. Für viele war das besser, als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Glaub mir, leicht ist anders. Oh ja. Dann, jetzt das hier nochmal an. Also es ist richtig teilweise makaber, dass da so Dinger gestartet werden. Aber ich muss sagen, das gibt einfach einen super Einblick in die Welt. Und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Hunter rumspazieren. Die sehen wir zwar noch nicht. Aber hier gehe ich immer so ein bisschen vorsichtig vor, weil hier könnte man wieder das offene Gefecht suchen mit den Leuten. Oder man macht es wie im Stockwerk unten drunter und geht langsam und vorsichtig vor. In dem Fall will ich auf jeden Fall hier nochmal ins Nachbarzimmer rein. Liegen nochmal ein paar Klinge rum. Hier ist nichts. Gehen wir hier nochmal ins Badezimmer rein. Und hier gibt's nichts. Schade drum. Ah, das ist nur die Ellie, die steht so ein bisschen versteinert noch vor den zwei arme Leid, die sich durchs Leben genommen haben. Und dann geht's hier ein bisschen weiter. Und immer mal wieder horchen, ob irgendwas passiert. Ah, da hinten habe ich, glaube ich, einen aus dem Aachewinkel gesehen. Ja, da stehen sie schon, die Rievenickel. Durchsucht alles. Gehen direkt zu das uns. Ja. Könnten wir jetzt flott vorgehen oder wir könnten heimlich vorgehen. Ich probier's, wobei die Situation gerade nicht so gut für uns aussieht, weil der läuft frontal auf uns zu. Ich versuche ihn abzugreifen. Nee, das hat nicht geklappt. Die haben uns gemerkt. Jetzt müssen wir leider andere Art kämpfen. Mann. Ah, das war ein paar Mal ins Leere. Egal. Wir haben ja genug Munition. Der hat nur eine Nahkampfwaffe. Ah, der müsste jetzt merken, dass ich eine Knarre habe und dürfte ein bisschen anders vorgehen. Ah, der wartet noch da hinten. Ich sehe ihn. Nützt da nichts, Kerl. Ich treffe dich noch ins Bä. Und das war's dann. Gut, dass die nur 2 Schüsse hier aushalten. Aha. Ja, flankieren. Probier's mal. Hoppala. Okay. Ja, beide noch verwischt. Alles klar. War aber klar, dass das so komisch gemisst hat. Ich hätte mich ja auch um die Eck versteckle können, damit es nicht so offensichtlich ist, wo ich rumwurschtel. Da ist wieder einer. Ja, es sind wahrscheinlich auch ein paar mehr da. Ich horche mich noch mal ein bisschen um. Noch nix. Okay. 4 Revolver-Munition, das ist super. Diese Scheißkerle. Ja, allerdings. Aber wir sind immer noch im Kampfmodus, glaube ich. Irgendeiner hat uns bemerkt. Oh, oh je. Alles klar, Oh, super. Scheiße. Da hat uns die Ellie jetzt versucht zu warnen, aber der war hinter uns, sodass ich ihn gar nicht bemerkt habe. Wir basteln uns jetzt nochmal Modifikation für die Waffe. Und warten nochmal ein bisschen ab, bis die Lage ein bisschen beruhigt hat. Und die Schublade auf, holen uns hier nochmal Werkzeugfehler raus. Ah, sind noch ein paar mehr. Ja, nur 6er. Gut, dann mache ich an der Stelle nochmal einen Cut. Uns geht beim nächsten Mal spannend weiter im Hotel mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Bleiben dran, es lohnt sich weiter hier.